Talk it like Loose D. Es geht immer genau gleich los. Es wird eskaliert am Anfang. Wir müssen Motivation pushen, ragazzi. Bleibt fit. Macht keinen Scheiß. We are back! Ladies and gentlemen! Einschalte, meine Damen und Herren. Loose D is on fire! Talk it like... LUZY. Jawohl! This energy is here! Aha. Hinterste Salto. Nicht ausrutschen in der Dusche. Yeah, like Autoreifen it, wechseln. Ciao zusammen. Alles zusammen! Do you know? Die same energy jede Woche ist immer wieder genau gleich. Und ich liebe es einfach, wenn Menschen da hinhocken und anfangen zu lachen wegen dem. Das ist immer... Ihr habt wirklich gute Energie. Das ist so crazy. Auch du, das ist Lachen. Das ist crazy. So geil. Ja, das ist da müssen wir die Leute aufwecken, dass sie den Podcast hören können, weißt du? Weißt du, falls einer, dass er morgen um 6 Uhr am 7 Uhr los, dass er gerade wach ist. Das ist voll. die Überlegung dahinter. Ich bin wach. Das ist schön. Jetzt sind alle aktiv, hören zu. Danke vielmals fürs Zuhören, vielleicht das Zuschauen auch. Für sie schalten. Und wir fangen eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, fangen wir jede Episode genau gleich an und fragen, wer bist du, was machst du? Aber bei dir können wir nicht fragen, wer bist du, was machst du? Ja. Bei dir fragen wir einfach, folgst du Talk It Like Loose D? Noch nicht, nein. Nein, wir haben ein brutales Geschenk eigentlich. Als wir cool gesagt haben, die andere Frage ist, folgen dir Steve Merson. Ja, of Wir course! folgen beide Steve Merson. Kannst du sagen. Schau da, gerade. Uns vorbereitet auf das, auf die Frage normal, vorbereitet. Ladies and gentlemen, Wo haben wir denn? Folgt. auf TikTok auch. Er folgt. Gib mir das Handy. Ja, Direkt vorbereitet auf die Frage. Ich habe gedacht, wir schon mit. Handy. Und dann machst du ja Steve Merson Ladies and gentlemen, eben. Wir folgen Steve Merson. Folgt er uns? Ich glaube aber nicht, hat er gesagt. Ist jetzt machen wir jetzt? Als Geschenk. Genau, oh! official Talk It Like Loose D. Steve Merson folgt uns. Jawohl! Das ist mal... Ja, genau. Ein Applaus wert. Ja, schau das. Ei! Epa! Jawohl! Hey, danke Nice. vielmals. Wow, wir haben eine Meldung bekommen. Gerade direkt Meldung bekommen. Aber Nein, das ist morgen erfolgt. Nein. Promise. nein, eigentlich, eben, wir starten eigentlich immer mit «Wer bist du, was machst du?» Und das machen wir nicht, weil die Leute, eigentlich würden dich ja die Leute kennen, aber wir würden dir gerne die Chance geben, zum selber mal sagen, wer bist du? Wie würdest du gerne, dass man dich wahrnimmt? Was machst du? Also ich mache TikTok-Videos und ich versuche den Menschen zu helfen. Das ist mir sehr wichtig. Hammer. Sehr beautiful. Schon mal mit einer guten Message am Starten, das ist ja schon mal schön. Und wir dürfen dich ansprechen mit Steve oder Stefano. Das habe ich. Also Steve ist halt so knacker, so Steve und Steve ist halt Italiano. Ah. So ein bisschen Pizzeria, Paccia. Ah, du bist der Lehrer. Halbe, mezzo. Halbe? Da Milano, Nord-Italiano. Mezzo italiano qua. Mezzo Italiano, mezzo Svizzero. Questo mi piace Also ich così. immer Schoki und Spaghetti. Beides zusammen, aber nicht gleichzeitig. Kann man probieren, sicher. Also schöne Teigwaren mit so Schokosauce. Wäre eigentlich nicht mal eine schlechte Idee. Ja. Du hast richtig so eine Radiostimme, ne? Absolut. Menge, oder? Bist mal... Herzlich willkommen Jawohl! in dem Podcast Talk It Like Loose D. Weißt du, warum hat er eine Radiostimme? Weil er in der Nähe von Frauenfeld aufgewachsen ist. Oh, ja, ihr alle, du auch, alle da. Das wird uns in die Jam Wiege Man. gelegt. Wird uns in die Wiege gelegt. Absolut, wirklich. Nein, wir freuen uns mega, dass du da Es bist. ist wirklich komisch, wenn ich so Hochdeutsch rede, dann tut es viel besser. So. Ja. Wenn ich auf Hochdeutsch, das finde ich irgendwie cooler zum Reden. Ja, geil, aber dann brauchst du auch ein bisschen weißt du, die Höhe und Tiefen haben bei Hochdeutsch. Aber Ja, genau, du hast so gut. Das nicht so monoton tönt, meinst du? Dieses Genau. Volkswagen. Ja, genau. Das Auto. Ja, genau, so geil! Oder das ist wieder noch geil. Warte, EA Sports in a game. Ich komme gerade lustig zum FIFA-Game, wenn du das so sagst. Wir haben so den Mike, das ist ein Deutscher, ist immer so, Digga. Das habe ich angefangen, weil es klingt genau wie Montana Black. Also, ich bin Monte, Digga, Montana Black, Allah. Also ist dann auch die Überlegung, bis jetzt machst du alles nur auf Schweizerdeutsch, oder? Habe ich das schon richtig Ja, mitbekommen? genau. Also ich habe vor, nach Deutschland zu gehen. Ach schon? Ich liebe die Wirklich? Deutschen, ja, die sind so offen und direkt und so. Viel besser wie in der Schweiz. Ist das schon ein fixer Plan? Ja, Max? Ja. Du musst schnell Geil, das geil. Mikrofon- Komm, du schnell. Doch, komm. So,
Er ist immer im Ladies and Hintergrund. Jetzt Gentlemen, kommt der ja, jetzt sind wir mal Max Applaus für Thalmann. den Max. Eben, es ist noch nicht genau. Du musst sagen, wer bist du, was machst du? Ja, Hey, of Nein, course. folgst du Talking Like Lucy? Wer bist du? Wer bist du? Was machst du? ich bin der Max und ich mache auch Videos und wir machen Videos zusammen. Genau. Hammer, geil. Sehr welcome, nice. welcome. Merci. Er ist immer so bescheiden. Er ist ein geiler Sieg, crazy guy. Geil. Und er steht auf schwarze Frauen. So als Randnotiz, Nimm. Geil, geil. Nice. Wie lange machst du das schon mit dem TikTok-Content? Also angefangen in Corona-Zeit, 2022, nein, was war Corona? Gewesen? Ja, nein, 2020. Also ich glaube im Februar 2020 jetzt angefangen. Ja, einfach so 2020, genau, dann habe ich so Cringe-Content gemacht, einfach alles ausprobiert. So. Interview und dann wieder Comedy, also ich bin der schlechteste Actor. Ist ja so, genau, und dann... Aber das ist eine gute Zeit. So. Dort ist ja TikTok recht. Ja, es war brutal. Brutal gewesen, Jeder. jeder. Ich habe mal so ein Video gemacht und ich habe mich rasiert, einfach 100'000 Views. Ja. Ich bin was? dort auch Bauern viral gegangen. Ich habe so Handyvideos gemacht. Ja. Ich habe 11 Millionen Views gehabt. Schon. Auf einem Video. Also Also aber- nur weil ich so gezeigt habe, also das Video ist 15 Sekunden gegangen. Dann hast du irgendeinen Scheiß machen, wirklich, was das ist viral einfach gegangen etwas Das ist machen. Wahnsinn, oder? Was ist ja schon eine Revolution gewesen von Social Media. Ja, mega. Wie das nachher sich entwickelt hat. Und dann eben, dann habe ich angefangen, so Interview zu machen, dann ein bisschen Gaming, dann Food und jetzt einfach, was ich jetzt mache. Aber wie bist du zu dem gekommen? Hast du einfach gesagt, jetzt will ich Influencer werden, jetzt will ich bekannt werden? Ja. Definierst du dich auch als Influencer? Ich finde voll nicht. Also, ich finde, wie. Du hast jetzt eben zweimal gesagt, du bist TikTok. Aber ich meine, was heißt für dich Influencer? Eine sehr tiefgründige Frage. Ja. Ich würde sagen, eigentlich, schlussendlich ist jeder ein Influencer, der Sachen präsentiert oder wo Sachen bewirbt auf den sozialen Medien. Also, Ja, oder ich würde mich eher so als Person des öffentlichen Lebens sagen, wo den Menschen will helfen. Ich habe Reichweite, ich habe Status, ich habe, wie sagen wir das, der Bex, du hast es perfekt beschrieben. Ja, wo du gesagt hast, du bist der perfekte Influencer. Wir sind so am Autofahren und sagt einfach so aus dem Nichts, du bist der perfekte Influencer. Das ist gut, das ist gut. Definier perfekte Influencer. Also, er hat gut erklärt, zum Beispiel, er hat gesagt, Zuschauer, jeder Influencer, Seki, Gusti oder Toro, scheißegal wer, bringen dir eigentlich den Status. Also ohne Zuschauer sind die Influencer ja nichts. Das ist die Reichweite ist so. nicht. Die Reichweite sind ja die Fans und Genau. Zuschauer. Genau. Und wenn du zum Beispiel dann wie etwas, du hast gesagt, wie so ein Zahnbleaching kannst du ermöglichen, ist das auch dank der Fans. Ja. Und dass man wie etwas zurückgibt, eben, dass nachher die Fans auch profitieren können. Das ist das. Und das ist das, was in der Schweiz kein anderer Influencer macht. Absolut. Ich habe irgendwo mal den Vergleich gehört, den Mr. Beast-Vergleich. Ja, genau. Das ist, also Ist das auch so etwas, was dich daran richtet? Oder? Also ich habe Mr. Beast schon lange verfolgt. Und ich habe aber schon lange vor dem Mr. Beast, bevor der bekannt wurde, schon geholfen, aber man hat es noch nicht gesehen. Ja. Zum Beispiel da in Urdorf und so und Jugendtreffen fördern. Mir ist auch wichtig, sie zu helfen. Ich habe damals gemerkt, wenn du unbekannt bist, kannst du nicht helfen. Also es wird zu wenig. Du musst Hast du wenig Aufmerksamkeit? Genau. Du musst wie eine Stimme vom Volk sein, um dem Volk zu helfen, um wirklich ernst genommen werden. Sonst bist du einfach ein Joker. Oder? Und das ist das, was ich dann halt realisiert habe. Und Mr. Beast macht das wirklich ganz cool und clever. Und er ist schon meine Inspiration gewesen, ich mache es in meinem Style. Ja, in deinem eigenen Film, ja. Genau. Also ich mache nicht so, ich kopiere niemanden, sondern ich mache so, wie ich es fühle. Das ist sehr wichtig. Nice. Also, Sehr wenn ihr Content macht das, was ihr fühlt, nicht zum Schauen, wie will ich Fame, sondern wenn ihr etwas macht, was ihr fühlt, dann passiert es automatisch, wenn es passiert. Das ist auch das, was ich immer mitgenommen habe von allen Leuten, die bis jetzt schon da sind. Wenn du irgendetwas mit Passion machst, dann, wenn du Passion dahinter hast, dann wirst du irgendwann erfolgreich. Genau. Weil du hörst nicht auf mit dem. Weil du machst es gerne, du bist dabei und gibst Gas. Und du probierst immer weitermachen. Euren Podcast zum Beispiel machen es mit Leidenschaft. Das ist so ein geiles Studio. Also, ich habe es nicht gedacht, dass es so crazy ist. Real Talk jetzt. Dankeschön. We really appreciate that. Und deswegen kann ich wirklich sagen, wenn ihr etwas mit voller Überzeugung macht, dann kaufen es Leute ab. Die merken, du meinst real, du meinst nicht einfach, ich mache einfach irgendetwas zum Fame werden. So. Und ich denke, das ist sehr wichtig, weil viele Kids fragen so, ich will Fame werden, ich will Streamer werden, ich will Influencer werden. Aber wie hart das ist, sehen sie nicht. Weil, Aber du hast jetzt 2-3 Mal erwähnt, du willst in den Jugendlichen oder sonst in den Leuten etwas mitgeben. Genau. Wie kommt das? Also, wie Also ich wie bin, bist du auf das gekommen, dass ich du willst einen Mehrwert geben oder noch unterstützen? Ich bin ausgezogen mit 14. Ja. Damals von meiner Mutter weg, mit meinem drogensüchtigen Vater. Oh, okay. Und wir haben dort in Schlieren gewohnt, Einzimmerwohnung.
Und der Grund, warum ich ausgezogen war, ist, wie mein richtiger Vater hat so Verständnis gezeigt. So. Er war so ein Rocker-Typ, so Gamer, Töff und so. Und meine Mutter sind eher so Banker, weißt, so, du musst immer Leistung bringen. Und natürlich als 14-Jähriger hast du Geld gefunden, kannst machen, was du willst. Und dann bin ich ausgezogen und habe gemerkt, es war eigentlich ein Fehler gewesen, oder? Das war aber schon Spaß. Und dann haben wir so gewohnt in einer Einzimmerwohnung, so mit den Drogen und so. Und das war schon crazy Zeit. Und dort hat es Leute gegeben, die mir geholfen haben. Das war der Beat Zobrist. Der war Multimillionär, der hatte McDonalds gehabt und er hat mir geholfen. Er hat mir eine Wohnung gegeben mit 16. Er hat einfach das nicht machen, weißt du? Also das Goodwill. Er hat gemerkt, du brauchst jetzt jemanden, der die Arme greift. Er hat gemerkt, er steckt Potenzial in mir. Okay. Und deswegen hat er das gemacht. Er hat mir eine Ausbildung ermöglicht, er hat mir eine Wohnung ermöglicht, er hat mir wie Sachen ermöglicht, die er nicht müsste machen, hat es aber gemacht. Schon mit 16 Jahren allein gewohnt, oder? Ja, genau. Eigene 3,5 Wohnung gehabt. 3,5 geht Ming, ja. 3,5. Grösser, also du hast mit deinem Vater gewohnt, du bist ausgezogen und bist in eine größere Wohnung gezogen, als du mit deinem Vater gewohnt Ja, hast. genau. Ming, ja, wilde Erklärung. Ja, voll. Heavy. Und also wenn jetzt mit 14 von deiner Mutter ausgezogen bist, in deiner Komfortzone, wo du damals gelebt hast, bist du zu deinem Vater, warum bist du denn von deinem Vater wieder ausgezogen? Eben, weil es hat nicht funktioniert. Es hat dann einfach nicht geklappt, so das. Wenn du einen 40-jährigen drogensüchtigen Mann hast, er hat ein gutes Herz, weißt du? Und zum Glück ist er ist clean, er ist sauber. Sehr schön. Und das habe ich versucht auch zu helfen, weil ich habe gesehen, er hat ein gutes Herz, er ist ein guter Mensch, aber die Droge hat ihn so voll kaputt gemacht. Ja. Ich meine, so. Und es war wie der selber gewesen, oder? Und deswegen habe ich versucht, dass er aufhört mit dem, oder? Und es war so anstrengend gewesen. Und dann ist habe ich dann gesagt, ich mag auch nicht mehr. Eigentlich auch wunderschön, weißt du, dass mit 14 das schon siehst, dass du dort schon helfen willst, weil das ist eigentlich schlussendlich die Kernaussage von dem, was du jetzt vorher gemacht hast, dass du Leuten helfen willst. Ja. Mit 14 schon gemerkt, irgendjemand braucht Hilfe. Also ich meine, die Rolle tauscht, also eigentlich bin ich wieder Vater gewesen und er ist so. Ja, absolut. Also. Ja, man kann sich nicht immer, manchmal muss man schneller erwachsen werden, als man eigentlich möchte. Ist ja heutzutage auch so der Fall. Aber die Kids wollen das eben. Und ich sage immer so, bleiben noch Kinder. Also, ich habe vieles auf Snap dann auch gehört, dass sie so mit 13, 14 schon Drogen nehmen und schon Sex und alles das. Und ich finde so, wieso? Also, ihr sind 60, 70 Jahre lang erwachsen, bleiben noch Kind, genießen die Zeit, oder? Genug, ja, Schöne Aussage. absolut. Schöne Aussage. Das innere Kind muss immer rum sein, finde ich. Ich bin immer noch wieder dieses Kind. Ja, also das sowieso. Also, weißt du, das sowieso. Auch mit 70 sollst du noch ein Kind sein und Freude an diesen Sachen, an den kleinen Sachen. deine Kollegen gegen einen Spaß spielen oder so. Ja. Aber vor allem, ich finde eine wichtige Aussage, als Kind soll ein Kind sein. Ich denke, psychologisch gesehen sind die Leute unsicher und haben wie durch die Unsicherheit versuchen es auf cool zu machen. Es gibt auch viele, die Bahnhofhänger, so Enjuri und so. Und ich denke, die haben im Kern... Was ist das? Enjuri. Nie? Und die haben das Gefühl, sie haben ein gutes Herz, Ja. haben aber Unsicherheit durch ein Umfeld, das nicht stabil ist. Ja, durch genau. das instabile Umfeld versuchen sie eine Fassade aufzubauen, so auf Herz zu machen Mhm. und sich durch das wie Aufmerksamkeit und Respekt zu bekommen. Oder? Ja. Aber eigentlich wenn es nur Verständnis. Ja, sehe ich absolut. Wie siehst du, also du hast jetzt schon sehr viel sicher Freude bereitet, wie wir gesehen haben in deinen Videos. Was sind so die Reaktionen? Weißt, merkst du etwas? Weißt du, bedanken sich die Jugendlichen? Es hat alles. Sind sie auch immer noch gleich? Also wie meinst du alles? Erzähl Also mal. es hat von Leuten, die dann wirklich fast eine Lebensveränderung ist, positiv. Okay. Von Leuten, die denken so, ja, okay, cool, es geht mir nach dem Arsch vorbei. Also so, es gibt viele Profiteure, die sie überhaupt nicht schätzen, einfach nur profitieren. Und es gibt Leute, die wirklich mega dankbar sind, muss ja sogar der Vater kommen, eine Mutter, die ganze Familie und so. Es gibt Leute, die dann durch das motiviert sind, so gute Noten machen. Es gibt Leute, es gibt alles. Es gibt von jedem Mensch alles. Okay. Ich finde es auch sehr interessant. Ich habe schon jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch heute 1-2 Videos von dir gesehen, wo Leute das fast nicht wie glauben. Weißt, wenn du mal sagst, ich möchte helfen, ich möchte das gut tun. Aber das ist die Message, die du jedes Mal verbreitest. Weißt? Genau. Du hast mit dem auch heute gestartet, mit dieser Message. Du willst Positivität in die Welt bringen, du möchtest helfen. Das ist absolut zu loben. Das muss man definitiv so untermalen. Aber es ist eigentlich traurig, dass es mich so speziell macht, dass ich eigentlich den Menschen will helfen. Ja, dass du der Einzige bist, das ist schon noch fies. Das ist eigentlich eher sad. Ja. Weil wenn es jeder würde machen, dann würde ich nicht da hocken so. Dann wärst du ja einer unter vielen. Genau. Und nicht der einzigartige Steve Mercer. Wir haben das jetzt schon letztes Mal in unserem Podcast, wo wir das zweite hatten, besprochen oder erzählt haben. Wenn wir Videos veröffentlichen, wo den Leuten etwas weiterbringen, safe. wir bekommen mit etwa 800-900 Views über. Wenn wir Videos veröffentlichen, wo eine lustige Szene oder Leute können darüber lachen oder sagen, was
Was ist das für eine dumme Sicht? Die haben 50'000 Ja, 100'000 schlimm. Views. Das Das ist- ist krass. Also ich habe Also die sehen den Mehrwert nicht von den anderen Videos. das Problem ist, ich habe es wie anders angefangen verpackt. Also ich habe auch schon, ich kann mich erinnern, es war 2021 gewesen. Da haben so 2 Buben gesagt, sie werden komplett gemobbt in der Schule und so. Da habe ich mit dem Vater haben wir uns getroffen, ich habe ein Video gemacht, Interview, alles. Es hat vielleicht ein paar 100 Views gehabt, es hat keinen interessiert, weil es ist zu persönliches Video gewesen. Okay. Und aber das Ganze verpackst, in eine Art Show Ja, mit dem wahren Kern, schauen die Leute. Ja. ja, genau. Das ist Wenn du den Entertainment-Faktor reinbringst. Genau, also die Leute, also ich mache ein Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, hey, mein Vater ist gestorben, an Krebs gestorben, dann denkst du Negativität. Wenn du das aber verpackst, die gleiche Message, dann ist es für dich, für das Gehirn besser verkraftbar, besser verarbeitbar. Ja. Oder wenn ich dir ein Bild zeige, wo jemand stirbt, oder? Also jetzt übertrieben gesagt. Verstehst du? ja, Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Wenn du die Kraft daraus raus, wo du raus kannst ziehen, das so verpackst, dann siehst du den Mehrwert, siehst du etwas Positives daraus raus. Weil eben die Menschen blenden immer das Negative aus im Kern. Ja. Zum Beispiel, wo haben die für ihn geschafft? Das ist einfach so eine Logistiker. Firma. Logistiker. Hast du eine gute Zeit gehabt? Nein. Direkt ehrlich. Also ich bin, ja, schon, aber ich habe meine Erfahrung gemacht, aber ich bin nicht glücklich gewesen. Genau, aber das war im Momentum schlimmer gewesen, als jetzt, wenn du zurückdenkst, richtig? Ja. Das Genau, weil das Gehirn blendet so die schlimmen Sachen aus. Ja. Also es ist dann immer, wenn wir das selber machen, denkt mal an so einen Job oder eine Schule oder einen Moment, wo damals voll schlimm sich angefühlt hat und wenn ich heute zurückdenke, denkst du, es war gar nicht so schlimm gewesen. Ja, genau. Weil das Gehirn blendet die schlechten Sachen aus, oder? Das ist so natürlich. Gesehen, ja. Ist dir von Anfang an bewusst gewesen, wo du hast eigentlich angefangen, richtig viral zu gehen, ist eigentlich gewesen mit diesen Döner-Bewertungsvideos, oder? Ja, also ich bin eigentlich Wo dann so ein bisschen der Durchbruch gekommen ist. das ist auch so der Bekanntheitsdurchbruch, aber der große Durchbruch wirklich, also ich will nicht erklären, aber das ist, wo wir die neuen Videos gemacht haben, die Mr. Beast. Also Ja, genau. Das ist, Aber so ein bisschen das erste Mal, wo man dich so wahrgenommen hat ja, in den sozialen Medien. Als Döner-Tester. Wie viel Döner hast du schon gegessen? Ich kann es nicht zählen. Wie viel Döner hast du schon verschenkt? Ich kann es nicht zählen. Und noch eine andere Frage. Ja. Sagst du die selber alle, wenn du sagst, ich für alle Döner und das sind 50 Leute dort? Also wir geben immer unsere Gage und wir haben viele auch selber bezahlt. Geil, Genau. Respekt, wow. Ja, aber so Mr. Beast-Teil. Halt. Mr. Beast. Also wir Danke fürs geben Einladen alles, nachher aufs Kebab. wir geben alles zurück, was kommt. Ja. Genau. Das ist eigentlich die Intention dahinter. Genau. Und ist dir von Anfang an bewusst gewesen, dass das so viele Kids werden konsumieren? Das ist einfach so natürlich Also ich muss sagen, hat sich so dann entwickelt. ich bin nicht auf das vorbereitet gewesen. nicht auf das vorbereitet gewesen. Also im letzten Podcast, also kennst also haben so gefragt, gehabt, wer ist relevanter, Roger Federer und Steve Mercer, und das kann ich wie noch nicht verarbeiten. So. Also das, Wow, okay. also ich muss sagen, ich habe es nicht verarbeitet. Du bewertest immer die Döner, jetzt das ist kein Vergleich, aber bewerte mal aus die Podcast. Die Art, wie du die Döner bewertest. Also es ist ein Service plus Leistung, Food und Location. Also Food, wir haben noch ein Mandarin oder eine Banane, die wir da anbieten können. Also jetzt noch eine so. Also Preis-Leistung ist kostenlos, also es ist sehr gut. Aber Service ist super, ich habe da schön Wasser bekommen. Top. Sehr Location, Ambiente, wirklich geil, also Sehr wirklich, schön. wirklich geil. Sehr schön, danke. Deswegen gebe ich den Merson Podcast Award in Gold mit 5 von 5 Sternen. Oh mein Gott! Ein kurzer Applaus für uns selber. Yeah! Also es ist fertig, ihr könnt alle ausschalten. Nein, danke dir. Ja, vielmals. gibt es eine Auszeichnung, dann wir aufhängen? Den müssen wir wirklich aufhängen. Wir tun noch ein Foto, ein Selfie machen und das hängen wir irgendwo auf. Also es Steve gibt- Merson 5 von 5. Es gibt wirklich, wir sind jetzt dran mit so Sticker, Ja. wie so der geil. Swiss Guest Award, haben wir schon ein paar Jahre angeklebt, wirklich so mit Award. Ah, wirklich? Also werden Aber eine gute auszeichnen. Idee. Ja. Eigentlich nimm mal so eine schlechte Idee. Ja, Nimm mal so eine Stell schlechte dir vor, du Idee. gehst in einen Kebab, der ist von Steve Merson getestet worden. Ja, wirklich, du siehst Ja, den und du safe. sagst... Ja. Safe. Letztes Mal, wo wir mit dem Arber diskutiert haben, da haben wir in Luzern einen sehr feinen Kebab, der heisst Dogans. Dogans. Du bist mit Dogans Genau. gewesen und er Aber so, ich gesehen? Ja, der ist ja zweimal. da bei mir gewesen, haben wir gedreht und er so, gehen wir beim Dogans. Ich so, wo kannst du den? Ah, weil er ist von Witziger. Ja. Er ist von Wetzig, er ist Ja. von Zürich. Nein, also Dogans ist auch cool, wenn wir den jetzt umbauen, also größere Ja, Location genau, gemacht. genau. Riesig, und dann mit der Gerät und so. Ja, Mit der Gerät, ja. Der Gerät Aber schneidet. ist fein, ist fein. Der Gerät. Ist für dich schwierig gewesen, der Switch Steve Merson? Oder ist der immer noch schwierig? Ich muss sagen, nein.
Oder bist du immer der Ich Steve bin- Merson oder Also ich spielst muss du wie eine sagen, Rolle? Ich bin jetzt ich selber. Früher habe ich versucht, eben Acten, so eine Rolle zu spielen und ich bin ganz schlecht. Also ich könnte, eben die Videos gibt es zum Glück nicht mehr online. Aber ich bin jetzt ich selber und kann machen, was ich fühle. Ich finde es voll geil. Also ich finde es voll geil, dass ich jetzt machen kann, was ich geil finde. Das ist absolut schön. Erzähl mal, du hast es vielleicht sicher auch jetzt in dieser Szene, wenn man Fame ist, wenn man ein bisschen Anerkennung hat auch von anderen Leuten, Ja. die man sicher kennt, sicher auch schlechte Reaktionen erlebt vielleicht. Kannst du mal erzählen, was erlebst du auf der Straße, wenn die Leute dich kommen ansprechen? Also jenseits sicher, aber vielleicht kannst du eine Geschichte erzählen. Wo Also ich muss sagen, es ist eigentlich praktisch nie negativ. Es gibt Leute, sehr die gut. dann, zum Beispiel dann in McDonalds Frau, weil hat so ein paar Joker gehabt, die dann gesagt haben, hey Steve Merson, ich folge dir, gib Roller. Merkst du, das sind Frauenfelder? Und dann nehme ich, und Das sind Frauenfelder. und dann nehme ich so um und gesagt, sorry, ich habe keinen dabei. Du machst nur wegen Video, gell? Und das macht dann schon weh, oder? Weißt Ja. du, du denkst, okay, aber du, eben, es gibt alles. Ja. das ist so, ja. das ist so. Ist auch interessant, weil, wo der Wisdom Blends mal da war, wo Edgar Katz, Genau. wo du das berühmt wurde. Übrigens, ich habe auch nicht gehabt. Nice, Hast du nice. nicht gehabt? Ja, ich habe gemacht vor 2 Tagen. Was? Ja. Kannst du mal zeigen, bitte? Oh mein Gott. Also, komm, schau jetzt. Mein Gott, sie ist juicy. Hast du wirklich drauf? Epa! Der blondierte Jawohl! Edgar ist da. Wie wann bist du schneiden? Wo war das? Also einfach also in Horgen. Ah, okay. Ich In hatte Horgen. schnell beim- Okay. Auf jeden Fall, wenn er da war, hat er gesagt, er lebt auch davon von Negativität in seinen Ja. Comments, in Genau, seiner Community. Ja. Weil halt mega viele, der Edgar Katz zum Beispiel, da voll hatet. Ja. Weißt du, was ich denke? Aber es ist das unsicher. voll Also scheiße. ich sage so wie, das Lustige ist, die Mode ist schon sich immer wieder am wiederholen. Ja, ja. Hardy zum Beispiel hat den grossen Hype gehabt, 0708, kann er Ja, sicher. voll. Ja, ja. Hardy von Dutch, Ja. Adidas Traineranzug, die jetzt alle tragen. So. Also, Ja, safe. und ich weiss noch damals, so 2010, wenn du dort gesagt hast, so Bauchtasche, ist ja voll laut gewesen damals. Oder, Ja, ja. oder Fokuhila oder Schnauz. Und jetzt haben das alle wieder. Also, Ja, ja. Ja, es kommt immer wieder, ja. das ist, Auch Schnauz. Ja, voll. Absolut, ja. Was hast du mir jetzt auf die Lippen geschaut, Mann? Ich hab mich komplett rasiert. Ich denke, wieder langsam wieder ranholen. Aber ich finde es nicht cool, aber das umgekehrte LA ist so lustig. Ja, das finde ich mega nice. Irgendwann klauen sie ihm, irgendwann sehen sie bei mir auf dem Kopf. Ja, eigentlich hätte ich auch mit Ed Hardy Cap kommen. Hast du eine Idee? Ich bin schlimmer so old. Früher ist es Warring. Ich bin schlimmer Ed Hardy Boy gewesen. Ich habe gerade letzte Woche wieder 2 Jäckli bestellt. Schon. Ich bin voll im Ed Hardy Film. Also, hast du irgendein altes Foto mit der Hardy drauf? Was? Hast du ein altes Bild von dir mit der Hardy? Das altes Bild. Ich weiß jetzt gar nicht wo, aber Schade. wahrscheinlich Das habe ich. ich wollte zeigen. So. Wenn ich eins finde, können wir es hier einblenden. Aber ich bin nicht so der Fotobehalter wie andere. Noch nicht, jetzt kommt er. Jetzt langsam musst du kommen. Langsam muss ich reinkommen. Aber die wichtigste Frage, von Dutch oder Ed Hardy? Was haben die drei? Ed Hardy, Hardy. Ed Hardy. ganz klar. Ich kann mir so können leisten damals, aber ich hätte auch Ed Hardy. Ja, Hardy ist. Jetzt mit Ed Hardy kannst du mittlerweile Autos kaufen. So! Nein. Hey, wirklich, ohne Scheiß. Ich bin letztes Mal mit einer Mutter am Laufen gewesen. Getränke holen, wie ein richtiger Fuchs. Gehst natürlich Getränke und so Autos holen, oder? Ja. Nicht bezahlte Werbung. Oder aber radikal, oder radikal. Oder radikal. Oder bei diesen türkischen Läden irgendwo, wo du so eine riesen Melone bekommst für 43 Rappen. Ich bin laufen mit dir durch gesehen, einfach Ed Hardy T-Shirts. Krass. Ich so, Alter, wenn etwas in Wo hast du Autos denn kommt. in Autos? Das ist sogar von Luzern. Autos. Ich meine, wo hast du denn Nähe? Ich muss auch cool schauen. Aha, ja, da nicht, gerade da. Nein, ich meine, das habe ich nicht. Zeig mir Ich nicht. habe Ich schaue immer noch keine Autos mit Nein, der nein, ich habe es eben im Metro gekauft und habe so voll kleines Teil und du findest die geilsten Sachen nur online von Ed Hardy. Ja, safe. Weißt du was? Weil du uns folgst, wir zahlen dir ein Hardy-T-Shirt. Ich folge euch schon. Ja, aber jetzt wegen dem. Nachher können wir kaufen. Folge. Machen wir noch ein Video. Du, ist eine Frage. Du, mittlerweile hast du schon so viele Sachen verschenkt. Ja. Wie bist du dazu gekommen, dass du einen Lehrstuhl kannst verschenken? Ich bin. Die Idee hatte ich vor 3 Jahren gehabt, bei Sunrise und die haben gedacht, nein, das geht nicht und so, das ist unkonventionell. Bei Steg ist jetzt Konkurs gegangen und ich bin Berufsbildner KV. Also ich habe mich als Berufsbildner weiterbilden lassen und das war immer eine Berufsmesse gewesen. Und ich habe ihm gesagt, ich will heute Lehrstuhl verschenken. Und er so, ja, das geht nicht. Ich meine, ich bin froh, ich kann mir das Praktikum verschenken, oder? Und dann habe ich gesagt, ich bin reingelaufen und habe gesagt, der das organisiert, Ja. ich will so ein Jäckchen von der Berufsmesse, habe ich dann bekommen. Bin dann gegangen, so, ich schenke Lehrstuhl. Oder?
Also, das ist eine gute Idee, ja, können wir machen, ja, ist gut. Und dann, bei der ersten hat es funktioniert, dann sind wir zum nächsten und so weitergegangen. Und dann hast du bist so quasi als Stand fragen? Ja. Du hast denen nicht zuerst geschrieben und so, das so voll bürokratisch. Du hast einfach gesagt, Amigo, ich bin der Steve Merson, ich verschenke Lehrstellen. so geil. Genau. So geil. What the fuck, da ist mir nicht bewusst gewesen. that's right. Für das gibt es einen Applaus. Also mir ist bewusst gewesen, dass du Lehrstellen verschenkt hast, den habe ich nice gefunden. Du hast dann auch im letzten Format, wo du warst, auch gesehen, wo du es ein bisschen ausgedeutscht hast, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ja. Und das ist auch geil. Ja. Einfach so voll oldschool. Aber jetzt ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ist es in Zürich? Also da ist ja so die Einstufungen von den von Sek A, Sek B, Sek C. Gibt es auch in Zürich, ja. Gibt's auch in Zürich. Wie hast du die ausgewählt? Also, Nein, hast du wir haben, nicht also die Firmen haben dann gesagt, zum Beispiel, sie möchten das. Und ich habe ihnen das gebracht. Also der Coop ist über 3 Stunden gegangen, bis wir den richtig hatten. du bist gefragt, aha, okay. Also, das Video ist einfach so 30 Sekunden, das Video hat so ausgesehen, folgst Ja, du ja, first voll. und da ist der Letzte. Aber so ist es natürlich nicht. Es ist schon, weißt du, mit so. Ja, aber es ja. ist an dem Tag, also die Leute sind am Morgen aufgestanden und dachten, heute gehe ich auf die Berufsmesse und kommen heim mit der Letzten. So Ah, geil. was? Ja, das ist Weil ich, wo ich geil. das Video gesehen habe, ich dachte, Amigo, vielleicht komme ich auch Lehrstelle über wieder bekommen. Man. Ich will wieder neu anfangen. Mit 28 umorientieren, weißt du nie. Also ich meine noch coole Sachen vor, also wirklich Absolut. Lehrstelle, Bildung, Studium, alles. Und was kommt jetzt als nächstes? Unbefristete Arbeitsverträge, die du verschenkst? Bei 200'000 Follower, die jetzt dann wahrscheinlich dann, gekommen sind, Auf TikTok? habe ich es ganz Alpamare organisiert. Was? What the fuck? Wie, Ja. Also wie hast du organisiert, was? Das ganze Alpamare Ja. für meine Community. Was? Ja, Gratis Eintritt? ja. Amigo, ich folge dir auch. Wow, Vergiss dir nicht, ich folge dir auch, Amigo. Yeah, Mann! Wir haben das ganze Alpamare à la Mr. Beast für uns. Nein! What the fuck? Wie geil! Alter, maximaler Respekt. Aber hey, wie wollen jetzt so 100'000 Leute reinpassen? Nein, 200. Und du wählst nachher 200'000 quasi. Genau. Also eben, Haben wir, was läuft? Gratis. Ciao Bello, alles klar. du weißt, ey, Bro. Also ich kann gerne kommen, Mann. Was? Ja. Mein Gott, wir gehen ins Alpamare. Ja, Mann! Muss ich noch ein bisschen den Ranzen wegbringen, merke ich. Also. Geil. Wow, wenn ich die Idee komme. Ja, schon lange. Weißt du, was ist eben Also ich witzig? habe ja schon den Sendespark gehabt, 100'000 Follower. Ah, schon? Ja, haben wir schon gemacht. Ich habe noch witzig, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe jetzt Insta aufgeschrieben, aber TikTok bist du jetzt auch bald bei 200k. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, hast du ein 100k-Special. Weil so wie ich dich einschätze, machst du etwas Spezielles. So geil. Ja. Und jetzt kommst du genau mit dem. Wegen Ja. TikTok. Crazy, man. Wurde geil. Also, So geil. am 2. März ist übrigens auch Steve Merson Party. Was? Ich Wo habe eine denn? eigene Party organisiert. Da kommt auch noch gibt Special Guests, aber ich darf noch nicht sagen, wer kommt. Aber wo? Das Sektor 11. im Sektor 11? Geil, ganz geil. Ah, was? Hey, Zweite brutal. Gut, das ist schon bald. Ja. Marketingtechnisch brutal, läuft voll gut. Also ich versuche immer mehr extrem ja, zu genau, machen. das ist hure gut. Ah, ey. was? Das braucht die Schweiz, genau so etwas. Ja, braucht die Schweiz. safe. Und Extra machst du auch das... So, so Challenge mache ich im Podcast oder so. Ja, Machen wir live und es kommt jemand an. Willst du machen, Max? das ist geil, ja. Machen wir jetzt Einfach live und Jetzt dann, machen wir live, haben wir schon mal gemacht. Jetzt live. was? Und einfach ein random da hin. Also, Also, sag, mach jetzt live. so ein kleiner Bub oder so, meinst Scheißegal wer. Ja, machen wir jetzt live. du? Ja, wieso nicht? Wir machen mal weiter. Ja, genau. Wir machen mal weiter. Also wir haben jetzt gerade, also nein, ich will uns nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Ja. Der Steve hat eine AKA. grandiose Idee gehabt, dass wir live gehen. Marketing-Genie. Das Marketing-Genie, dass wir jetzt einfach live gehen und die erste Person, wo das noch live auf deinem Insta-Account sieht, TikTok. der TikTok, sorry, wo live auf TikTok sieht, vorbeikommt und Zeit hat, die kann Ein Teil von dem Podcast sein. ein Genau. Teil von dem Podcast sein. Ja, Das absolut. ist nicht einmal so eine Geil. schlechte Idee. Darum, wenn wir schnell dort bewerben in der Kamera. Max? Also können wir das gut? Also, wir sind gerade hier im Podcast live und ihr könnt gerne, der Erste, der da ankommt, kann dabei sein, live in einem ganz geilen Podcast. Wie? Talk it like Lucy. die baby. Wo ist es? In Luzern, in Ebiken. Ebikon. Ebikon Luzern. Ebikon. Ebikon. Ja, genau. Die stimmt, die musst du immer bringen. Ich bin immer noch ein bisschen verkältet. So. Safe. Ich bin nicht ansteckbar, ich bin nicht der Husten. Safe. Ebikon. Schon mal, ist geil. würde ich sagen, mega nice. Dann warten wir mal, bis sich jemand meldet, oder? Dann machen wir mal weiter, Dann oder? weitermachen. Check this out. Was mir noch aufgefallen ist, als ich mich ein bisschen informiert habe über das Ganze,
Du hast dich mal für den Gemeinsrat beworben. Du hast Oder gut kandidiert. informiert. Oder kandidiert. informiert. Nicht beworben, das ist das falsche Wort. Du hast dich für den Gemeinsamrat Hagenbuch Ich würde kandidiert. sagen, folgst du Merson, aber ich gemeint. Ja. Ja, genau. Wie- Ich bin politisch mal aktiv gewesen. Wie ist es zu dem Politisieren gekommen? Ich habe eine coole Sache gefunden damals. Ich bin der FDP, also Wirtschaftspartei, und ja, Und das ist jetzt beiseite gelegt, ist kein Thema mehr? ich bin politisch nicht mehr aktiv, nein. Nicht mehr aktiv? Okay. Ah, okay. Ich wollte aber dort schon etwas verändern für Hagenbuch, weil Hagenbuch ist so ein bisschen ein Loch, oder? Und dann habe ich gedacht, ich muss in den Gemeinderat und so und etwas verändern. Wild. Das habe ich gesehen, das habe ich dich ganz kurz ansprechen. Und der zweite Punkt, auch obvious. Wir haben ja letzte Woche oder vor ein paar Wochen deine Gesangskünste gesehen. Ja. Die ist ja nicht nur auf YouTube jetzt so bunt unter Beweis gestellt, sondern auch auf Voice of Switzerland. Bin ich mal gewesen, ja. Was? Wirklich? Nice! Wirklich? Das habe ich gar nicht gewusst. Doch, das ist eine lustige Erfahrung gewesen. Schon, aber in dem Fall ist es eine gute Stimme. Also, Also soll dann eine performen. Ich Leute, die da gerappt habe haben. noch ein bisschen Huster. Aber ist das am Anfang mal so ein bisschen ein Traum gewesen von dir, Sänger also, werden? als Kind, ja. Ah, geil. Als Kind. Also ich liebe es das einfach, schön. performen auf der Bühne und Ja, auf ja. Stage Das und kannst du auch so. gut. Und dort hast du dich mal so ein bisschen ausprobiert mit dem Ganzen, auch auf der Kamera Bühne und so auf stehen, der Bühne. Kann man so schon Elvis machen. Elvis? mach eine, bitte. When someone for the money, do for show. A little bit, go, go, go. I'm doing a pay. Go to my blue, say blue, blue. Blue say shoe, blue, blue. Blue say shoe, I'm doing a pay. Nobody go to my blue, say shoe. Einfach schnell Elvis auspacken. Papa, Steve Person, a.k.a. Elvis Presley! Einfach schnell Elvis auspacken, Geil, aus dem Mann, Nichts. geil. Aus dem Hure Nichts, geil. Mink, ja. Wild, wie Ganz du das jetzt geil, auspackt ey. hast. Wie kommst du, wie vorher tun die Videos aufnehmen, wenn ihr die veröffentlicht? Also wie und Also es ist mega unterschiedlich. Also es gibt Videos, die kommen erst eine Woche später und es gibt Videos, die kommen am gleichen Tag online. Ah, schon. wie macht ihr eure Strategie? Wie geht ihr mit diesen Videos vor? Wer schneidet die Videos für euch? Wir haben jetzt einen eigenen Cutter aus Deutschland. Hallo Jim. Hallo, Jim. Jim. Und vorher ich es gecuttet, dann er und jetzt der Jim. Geil, geil. Also immer weitergesteppt. Genau. Gehst du irgendwie speziell vor? Weißt, wie kommen die Ideen, dass du jetzt eben Lehrstellen... Also ich muss sagen, so, mein Kopf ist so wie... Ja. Kann ich habe meinen Kopf einfach nicht genau. Oder? Aber es gibt viele Ideen, die einfach so beim Rauchen passieren. Ich bin so... Also kann ich darf ich was sagen, oder nicht? Ja, ja. Darf ich das sagen, Max? Ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall, ich bin so am... So, oder? Ja. Und dann nachher habe ich einfach so eine Banger-Idee. Und dann kommt es einfach. Ja, also ich bin eigentlich so gewesen, wir haben so abgemacht mit dem Rico Giger, das ist der Nummer 1 Box. Von Frauenfeld? Ja. Frau, du kennst ihn? Der Rico, sicher. Yes. Gruß an Rico. Rico, was geht? Den können wir eigentlich mal da holen. Ja, ich schwöre, Ja. ist lustig. Geil. Und da haben wir es einfach getroffen, so random, und dann habe ich gedacht, dann machen wir noch ein Video draus. Dann haben wir so einfach so ein Video und ich schaue es im Kopf. Und So geil. das gibt ein mega cooles Video. Ich darf noch nicht sagen, was, aber es wird crazy. Ja, ja. Alle Deutschland, oder? Also auch, weißt du, wenn wir dich jetzt so ein bisschen, jetzt haben wir dich eine halbe Stunde mal oder 3/4 Stunde sind wir so mit dir uns ein bisschen am unterhalten. Du bist mega, mega kreativ. Also weißt du, wenn du sagst, du hast früher Gaming-Sachen gemacht und Singen. Also wenn ich mega stolz bin, so zu unterbrechen, ich habe einen eigenen Gaming-PC auf dem Markt gebracht, der ausverkauft war. Ah, was? Ja. Eben, voll kreativ. So, dass, Das ist immer mein Traum passt da gewesen, voll, dass Influencer oder dass Voll. Person des öffentlichen Lebens, ich möchte dich ja selber zitieren, dass du deine Kreativität so ausleben kannst, mit Videos, mit. Einfach allem so, einfach das, wo ich Bock drauf habe. Und Und das machst du dann einfach gar. ja, Mega. Ja. Mega. Und bist zufrieden, bist glücklich. ich muss sagen, früher eben nicht, wenn ich so geschafft habe normal. Ja. So in dem System, mit dem Hamsterrad, aber jetzt finde ich Jetzt geil. machst du nur Jetzt das, muss ich gell? es nur noch abnehmen, oder dann bin ich tipptopp, oder? So ein bisschen Bacon. Ich habe eben zugenommen letztes, also ich habe über 30 Kilo zugenommen. 30 Kilo? Ja, ich hatte eben Long-Covid gehabt, oder? Und dann habe ich so, habe ich überall Schmerzen bekommen, weißt du, so an den Gelenk. Dann habe ich also Cortison genommen, mega überdosiert oder Ja, stark. Cortison ist mega schlimm, was Nein, das ich bin so schnell auseinandergegangen. Wirklich Schon, so, es ist, weißt, es ist immer das Essen gewesen. Also ich habe ich habe nie viel gegessen oder so. Gut, einfach in jedem Video ein Kebab, aber Das ist nicht... Du hast immer voll paradox, ich esse nicht viel. Ich bin so hops geworden. so geil. Nein, aber wenn du viel Medis nimmst, ich habe mal eine Phase gehabt, ich habe mehrere Das ist schon made, mein Dad ist so lustig. Medikamente am Tag, ich bin mal über 100 Kilo gewesen. Und ich bin normalerweise so 384. Sag mal, okay, 88, wenn ich liege. Und du hast abgenommen?
Ernährung, Sport. Ja, die Classics halt. Vor allem mit Basketball, Ernährung. Du siehst irgendwie aus wie so ein Bekannter. Ich weiß nicht wieso. Also vorhin hast du Ja, gedacht, hat etwas, gell? Ich weiß nicht wer, aber irgendwie ist komisch. Ja, mega viel verwechseln mich mit Jetzt dem... kommt, erzähl's jetzt in den Leuten, wer du bist. Also schau, mega viel verwechseln mich mit dem Wesley Snipes. Ja. Mit dem Wesley Snipes, dem Golo Kanté, Paul Pogba wird immer voll viel verwechselt. Wesley Snipes. Ja, mit genau die gleichen Ellbogen. Der Wesley und ich. Aber der von Blade. Ja. Ja, voll. Er hat schon etwas. Mach Findest mal du das. nicht? Mach Findest du das, wie er im Blade... Wie er ihn macht. Genau. Also ich finde, der erste Teil ist am besten gewesen. Absolut. Ja, gut, das ist bei den meisten Filmen so, dass der erste Jahr der beste Der ist. dritte ist so ein bisschen Brutaler auf Film. Krampf. Jetzt kommt der neu raus. Oh, Blade? Ja. Ah, was? Weißt du, aber hast du im Gefängnis gesehen? Wo ist Snape? So, wie ist das Gefängnis? Ah, was? Ja, wegen Steuern und so. Wegen genau. Wegen was? Ah, wegen Steuern? Ja, wegen Ja gut, das ist noch okay. Das ist ein akzeptabler Grund, um ins Gefängnis zu gehen. Dort kannst du Steuern hinterziehen, aber wenigstens hat noch niemandem geschadet. Also du machst jetzt nur noch das eigentlich. Du schaffst es nirgends anders. Nein, wir haben du hast eine eigene Firma. Genau, eigene Agentur, sehr oder? Und dort machen wir Kooperationen mit Firmen. Und dann die Firmen melden sich bei dir oder kann sich jeder bei dir Ja, melden? also und können sich alle melden, oder? Und natürlich auch als eigenen Döner, der auf den Markt gebracht, dann ist es wirklich gut gelaufen. okay. Sehr gut. Aber wie lange bist du denn schon... Sehr gut. Wie lange ist denn her, dass du das Arbeitsverhältnis gekündigt hast? Das letzte? 2020. Kannst du den Moment beschreiben, wo du gekündigt hast, um deine Passion auszuleben? Wie war das gewesen? Ich habe nicht gekündigt zur Passion auszuleben, sondern eigentlich ist eben im Studium fertig gewesen und dann ist der Vertrag einfach ausgelaufen. Boah, ich habe gerade etwas Herziges sagen. Aber ich muss auch real sein. Ja, du, absolut. sehr gut. Was hast du denn studiert? Also ist ein diplomierter Kaufmann gewesen. Ja. Ah, ja, nachher hast du gesagt, du bist ja noch ein Berufsbildner. Ja, Hast du dann nachher gearbeitet? Ja. Okay, und dann misst du nicht mehr, jetzt bist du voll in deinem eigenen Film. Nein, also muss ich wirklich sagen, jetzt kann ich, weil ich habe gemerkt, in der Land ich einen Superchef gehabt. Also der ist Kai Matzenauer, der ist auch so open-minded gewesen und so. Aber alles, was ich gemacht habe im Marketing, ist wie nicht für mich. Ich habe etwas gemacht und dann ist wie so von anderer Seite wieder kaputt gemacht worden. Checkst du, was ich meine? Du hast wie etwas gemacht und du hast einfach gemerkt, du machst es nicht für dich. So. Ja. Ich habe doch mich immer so an das System angepasst und so und ich habe nicht ganz empfangen. Ja. Und auch deswegen bin ich aus dem Hamster raus. Ich bin Neo. Matrix. So, meine Damen und Ja, Herren, wir sind wieder back. zurück. Wir sind wieder back. Wir haben hier eine kurze Live-Interaction gehabt. Absolut. Einfach ein PS5 verschenkt. Der Steve Brutal. ist vorher schon kurz live gegangen, je nachdem, was jetzt zuerst kommt, unser Video oder das Video. Ja. Der Steve ist jetzt schnell live gegangen, hat gesagt, der, der als erstes da kommt. Und dann sind 3 junge Guys da gekommen. Und haben die sogar sind gesäckelt. gut, die sehen jetzt gerade in dieser Episode, haben die vorher kurz gesehen. Ja. Die sind da gewesen. Nochmal vielen Dank für die Teilnahme. Und er hat den PlayStation 5 verschenkt. Brutal. Schau jetzt, ich hatte dich schon vorher gefragt, wie holst du die Idee? Wie ist dir jetzt die Idee gekommen, dass du in diesen Jungen, also ist dein Auto... Volle PlayStation 5, so, volle oder? PlayStation 5 oder Rollers, Nein, oder wie? ja, es ist schon ein Roller im Auto. Ja, nice! So geil! Nein, also eben so spontan. Einfach so, Einfach Tag. so. Spontan entstanden, geil. Das Die ist, Kinder, die haben eine Freude gehabt. das ist jetzt gerade wild gewesen. Die haben hure Freude an, der was überkommt, fast angefangen zu brüllen. Ja, voll. Nein, mega schön. Vor allem Aber nur, dass sie dich gesehen haben, die haben hure Freude gehabt mit ich ihrem glaube, Foto das machen. Lachen, wenn du so ein Lachen bekommst oder so eine Freude, das erfüllt Ich verstehe deine Videos jetzt mehr. Ja. Wenn Ich du verstehe live deine, erlebst. ich verstehe deine Videos und dich selber jetzt mehr, wo ich das dürfen miterleben. Ja. Unglaublich. Nein, mega schön, mega schön. Vor allem, ich habe dich vorher gefragt, weißt du, was dich motiviert, so Videos zu machen. Ich verstehe es. Ja. Meine Frage ist beantwortet. Und ich finde es auch cool, dass jetzt Kids wirklich. Du hast ja vorhin gesehen, die ist bei Kids, der ist glaube 13 oder so, Ja. hat dann auch gesagt, dass andere auch sollten das machen. Ja, genau, das ist Und- eine riesen Messe. Und das finde ich wirklich so, alle Influencer da draußen machen es auch. Oder? Ja, voll. Helfen den Menschen. Mega schön. Egal wie, auch wenn es mit etwas Ja. Kleinem ist. Wie ist das? Postest du jeden Tag ein Video? Täglich. Täglich? Also es hat jetzt so 2-3 Tage, wo es einfach so ein Repost war von den alten Döner-Videos, aber wichtig ist jeden Tag. Wenn du jetzt da zukünftige Influencer hast oder sonst auch Leute, die das wie du machen wollen, Ja. was für einen Tipp würdest du denen geben? Auf was müssen sie darauf achten? Sie müssen einfach real sein und es fühlen. Das ist wichtig. Also nicht Hinterstehen. machen,
Nicht machen einfach nur wegen dem Image oder so, sondern wirklich machen, weil sie es fühlen. Absolut. Das ist wichtig, oder? Weil das ist... Das Passion dabei ist. Genau. Genau. Nicht mehr nichts. Genau. Was haltest du zum Thema Mindset? Mensch zu Mensch allgemein. Ist sehr wichtig, also es ist sehr wichtiges Mindset, weil es gibt, wenn du ein schlechtes Mindset hast, dann geht gar nicht. Aber hast du dich viel mit dem befasst? Weil du hast sehr viel erzählt, so wie ein Mensch sich verhalten. Genau. Vor allem auch ich finde auch beeindruckend relativ früh schon Ja, gross, Ja, also ich denke, so grosse Entscheidungen getroffen. es sind Traumas gewesen und das ist, da musst du dich mit dem so selbst reflektieren und dich mit dem auseinandersetzen, mit dem Problem. Also man hat wirklich keine Wahl gehabt. Du musst dich also konfrontieren mit diesen Problemen. Ja. Und dann hast du zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder sagst du, okay, ich tue mich abstürzen, ich bin auch ein Junkie oder so, oder man macht das Beste aus der Situation. Und ich habe nie aufgeben, ich habe nie so werden wie mein richtiger Vater. Und deswegen habe ich wieder Motivation gehabt. Und damals habe ich Michael Jackson gehört, ich habe Queen gehört, wo mir Kraft gegeben haben. Und deswegen habe ich dann auch den Namen Steve Merson gemacht, eben mit Michael Jackson und Freddie Mercury, weil sie haben mir so mir Motivation gegeben. Wenn ich gehört habe, Beanie Genies and not my love. Das ist einfach so, dass die Energie, weißt, die Euphorie, oder das hat mich motiviert. Und wenn du jetzt über deine Karriere als Person vom öffentlichen Leben jetzt so reflektierst, hast du irgendwelche Learnings gemacht, wo du irgendwo umgekehrt bist und Ja. kannst du da irgendetwas sagen dazu? Ich war früher zu gutmütig und habe zu viel geholfen und bin halt dann wie oft verletzt worden durch das. Okay. Wie oft, also wirklich ein Mensch, wo wir so nahe gestanden sind und ich einfach gelernt, ich lasse Menschen nicht mehr so nahe an mich an. Okay. Also nicht mehr so nahe, wie ich schon Menschen an mich anlasse. So. Ja. Also ich bin schon nahe bei den Leuten, ich helfe den Leuten, aber einfach, das ist das. Man muss umkehren, um können Fehler machen. Und Fehler machen ist wichtig, ist richtig, aber musst du es lernen. Ich sage so, wie Fehler machen ist menschlich, aber den Fehler machen, immer wieder machen, ist dumm. Oder? Genau, das ist Selbstreflektiv einfach sein und Genau. daraus lernen und das Also Learning zum daraus Beispiel, mitnehmen. wenn du auf Herdplatte langst, dann du machst es einmal als Kind und dann weißt du, okay, das ist scheiße, du langst nicht mehr dran. Oder? Dann, wo ich mit drauf lang, dann einfach nicht knapp. Oder? Ja. Das ist so. Oder vielleicht finde ich es cool, so oh, geil, scheiße. Oder keine Ich hoffe es zwar nicht, Ja. nicht. Steve Merson verschenkt so viele Sachen. Was wünscht sich selber Steve Merson? Schöne Frage. Das ist wirklich eine schöne Frage. Abnehmen, wieder so schlank sein. Also ich tue jetzt sehr gerne tanzen. Und, Tanzen, du schauen und singen, alles Ja. Entertainment. Was machst du noch? Scheiße! also ich liebe Tanzen und ich habe den Moonwalk, eigentlich recht smooth, aber durch das Übergewicht ist nicht mehr so smooth. Oder? Okay. Und deswegen, weil ich liebe einfach Tanzen. Oder? Und deswegen will ich wieder schlenker sein. Ich liebe Mode, ich liebe das und ich merke, was ich zugenommen habe. Dann kann ich nicht mal alles tragen, so wie ich kann jetzt keine Tory Jeans mehr tragen. Nein, die sind immer so angeschnitten und so. Okay. Und das ist das. Okay, das ist das nächste Ziel von dir, Genau, wieder eben Mindset oder so. 2-3 Kilo wieder runterbringen. Ja, du hast noch das Müll trinken. Ja. Sehr nice, sehr nice. Nein, nice. Ey, es hat maximal Spaß gemacht, Mega. uns mit dir zu unterhalten, Danke dass du vorbeikommst. Danke dir für die vielmals, dass du gekommen bist. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, ist geil gewesen. Also wirklich, also ich muss sagen, ich habe es wirklich nicht so gut erwartet. Vor allem euer Tonstudio, euer Filmstudio. Geil. Also wenn einmal dort vorne steht etwas, Kannst du die Kamera schauen? Ah. Schon gut. Das macht nicht. wenn ihr an den Podcast kommt, wenn ihr wollt, Filmstudios machen, kommt in das Studio. Bei Loop Studios, bei Talk It Like Lusdi. Genau. Oder was hast du jetzt wollen sagen? Ich will eine Werbung machen, aber ich muss sagen, es Danke gibt in der vielmals. Schweiz nicht viele Studios. Mein richtiger Vater hat früher beim Fernsehen geschafft und es hat nicht viele Filmstudios in der Schweiz und das muss man fördern und muss man supporten, wirklich. Hammer, Also, wo danke. ich hinkomme, habe ich gedacht, so, what the fuck. Ich habe gedacht, wirklich am Anfang schon so Räumchen und dann so klein und dann so Juckermäßig. Geil, super. Also, ja, macht so- er- macht er wirklich super, Weil, also Podcast hast du immer das Mindset, du hockst irgendwie auf Ja. der Matratze und du hast irgendetwas da daher labern. So. Nein. Wir sitzen nicht auf keinem das Küchenboden, wir sitzen nicht auf einer Matratze. Wir, Ja. Nein, du, danke dir vielmals. Hast du schon abschließende Wörter, wo du vielleicht an der Community weitergeben Folger Steve Merson, ist sehr wichtig. Und Absolut. auch wichtig, sind ihr selber, probiert aus, macht Fehler und Bionik.
Be unique. Ja, Sehr sehr schön. ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, etwas Schönes kann man nicht mehr sagen. Gentlemen! Es kommt wieder das gleiche wie am Anfang. Danke viel Yes, mal. sir. Steve Merson was Merson in here. the house. Steve Merson featuring Moonwalk is Lucy. here. Aha. Elvis Mit der Presley Schulter is Moonwalk. Niemand Und weiß zuletzt warum. Sachen Ed passieren. Hardy. Aha. Thank you so Wassalam. much. The next time we see us. We here. Lautstärke Es können wir werden wieder Sachen abstellen. verstehen. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Danke mir fürs Zuhören. Bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Ciao zusammen. Talk it like Lucy D.